häufiger ein Schnippchen schlagen können. Seine Art, sich auf den Lauf zu konzentrieren. Dabei ist Norbert Hahn, der Startbetreuer der deutschen Mannschaft, ein Klaps. Erste Fahrt dieser Weltmeisterschaft, Entscheidung im Herren-Einsitzer. Startzeit. Es fehlt die Einblendung, ich darf es Ihnen sagen, 3:34,7. Obere Teil. Jetzt das Doppel-S, die erste große Schwierigkeit. Hoch hinaus. Einfahrt in die Gerade, die ja keine Gerade ist, sondern eine krumme herüberschneiden. Oh, da hat er Probleme schon. Oh, driftet hier im Kreisel. Oh, Schorsch, das könnte der Titel gewesen sein. Meine Güte, hatte Mühe, sich auf dem Schlitten zu halten. Fast eine Parallele zur Olympiasiegerin bei den Damen gestern, zu Silke Kraushaar. Wow, 50,44 Sekunden bei der Konkurrenz. Mai, oh mai. Das ist der Mann, der Revanche will für Olympia, der auf diese Weltmeisterschaft gewartet hat. Vielleicht seine letzte, der ewige Konkurrent von Georg Hackel. Riesenstartzeit natürlich für ihn, das ist man gewöhnt. Die Startrakete aus Österreich, Markus Brock. Aber schon oben ist er besser, profitiert natürlich noch von der Startzeit. Das S geht noch. Jetzt. Knapper Vorsprung noch für Markus Brock, der sich jetzt vergrößern müsste. Leichte Welle hier im Kreisel. Nicht ganz ideal. Sie sehen es, fast eine Sekunde Vorsprung. Mann, das sind Welten. Eine Sekunde sind ungefähr 25 Meter Vorsprung. Stellen Sie sich das mal vor. Das verliert der Olympiasieger hier. 2 Sekunden, 2,5 Sekunden hat Georg Hackel hier verloren. Das ist nicht aufzuholen. Die Aufnahmen haben wir natürlich vor dem Wettbewerb gemacht. Der Tüftler und Perfektionist in der Werkstatt. Diesmal hat er es wahrscheinlich auf der Bahn vergeigt. Wir sehen Norbert Huber für Italien aus Mühlwald im Pustertal. Es führt Markus Brock vor Markus Kleinheinz, Adam Hyde und Georg Hackel in der Konkurrenz. Georg Hackel weit zurück. Norbert Huber hier in der Bahn. Der Routinier, 34 Jahre alt, lange Jahre dabei. Er schneidet schön die Gerade hier. Mal sehen, ob seine Leistung etwas gestört wird durch den Streit, durch die Unstimmigkeiten, die momentan im italienischen Lager herrschen zwischen den Aktiven und der Mannschaftsführung. Sehr gute Zeit, Bombenzeit, nur 3/1000 hinter Markus Brock zurück. An die zweite Position fährt Norbert Huber, also das ganze Theater scheint ja nicht mal Geheimfavorit hier. Armin Zöggeler, noch einmal Italien, noch einmal Südtirol, 25 Jahre alt, gehört zum Trio der wohl Weltbesten, könnte man sagen. Diese Einschätzung ist hart hier bei einer Weltmeisterschaft, schwer zu treffen, aber Hackel, Brock und er, das waren in den vergangenen Jahren die herausragenden Rodler, die, Sie sehen es auch an der Zwischenzeit, die Titel abgesahnt haben. Auch er hoch hinaus, fast oben bis ans Holz der Bahnbegrenzung. Und er liegt vorne, ist besser als Brock, aber da hat er auch Schwierigkeiten an dieser Ecke. Fährt ein bisschen an der Bande hinauf. Kreisel, enorme Fliehkräfte, auch hier Probleme, Sie hören es am Geräusch, am Ratschen der Kufen. Wie ist er im Ziel?
Jawohl, bleibt knapp vorn. Armin Zöggeler, 400stel schneller als Markus Brock. Er übernimmt die Führung. Der anfing, sich einen Namen zu machen, da war er Olympiasieger 1988 in Calgary. Der Thüringer aus Ilmenau, sehr weicher, sehr runder Rodelpilot, am Start passabel. Tja, er sollte es nun rausreißen für die deutschen Rodler. Natürlich sind die Damen in ihrer Kategorie Extraklasse, aber auch von den Herren darf man einiges erwarten. Ist weit zurückgefallen. Die Gerade scheint klasse zu sein, aber wie wir gesehen haben, kommt es natürlich auch sehr stark aufs Material an, auf die jeweiligen Bedingungen, auf die Härte des Eises. Heute bei einer Temperatur von -9 Grad. Das Eis natürlich sehr konsistent, sehr hart. 4. Platz für ihn. Da ist noch alles drin. Das ist nicht schlecht. 800stel zurück. Im Moment auf der 4. Position für die Deutschen. Robert Feck, auch aus Berchtesgaden. Auch seine Hausbahn hier, 20 Jahre jung. Wir haben ja gestern erlebt, was der Nachwuchs im deutschen Rodelsport reißen kann hier. Wow, klasse! Vorn liegt er und flach liegt er ganz gestreckt. Aerodynamik ist sehr wichtig. Jetzt kommt es drauf an, erwischt er die Ausfahrt. Nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. Er am Freitag im Mannschaftswettbewerb für Deutschland 1 gefahren und die drittbeste Zeit hier herausgefahren. Da waren die Bedingungen allerdings ganz anders und sehen Sie, er liegt vorn. Unten raus liegt er vorn. Ja Mensch, Robert Feck. Was ist los? Bombenzeit, Menschenskinder. Eine Zehntel vorn. Robert Feck, der Nobody. Der Vergleich zu Sonja Wiedemann-Drengerhof. Nach Hackel und Müller war er bisher so der dritte Mann im Team, aber das wird sich vielleicht mit dem heutigen Tag endgültig ändern. Kam hier auch im Training nicht so sonderlich gut zurecht. Bisher gute Fahrt, aber jetzt kommen die kritischen Punkte. Doppel-S. Das sind ja im Grunde 4 Kurven, die zu fahren sind und dann raus auf die Gerade. Sieht immer noch gut aus. Streckt sich schön. Da macht er ein paar Wellen rein. Na gut. Also bisher sehr gut. Carsten Albert, das wird vielleicht noch was. 5. Rang. Boah, Respekt, hat immerhin den Konkurrenten Jens Müller Bronzemedaillen gewonnen.